Moin Leute, nicht Trimax hier, sondern Adi auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber wir reagieren heute auf Trimax, wie er auf meinen Boxkampf reagiert. Ich will mir das angucken, ich will selber noch ein paar Sachen dazu sagen. Und ich sitze hier immer noch mit meiner Armschlinge. Das Ganze ist jetzt 5 Tage her oder so. Ich war heute beim Arzt, morgen Emery. Übermorgen beginnt die Physiotherapie. Yeah, wir kommen zurück. Bin gespannt, was Max dazu sagt zum Fight und will selber noch ein bisschen was zu meinen Punches sagen. Abfahrt. Moin Leute, Trimax hier, wir reagieren live auf die allerjüdsten, die den Boxkampf organisiert haben. Eigentlich war Breitenberg gegen Niki, jetzt ist Adi gegen Niki. Ja, eigentlich war Breitenberg gegen Niki. Ich wusste schon, dass ich da hingehe und so ein bisschen boxen würde, aber ich wusste nicht, dass ich der Main-Fight an diesem Abend war oder das Main-Sparring. Hat sich dann so ergeben. Ich habe gesagt, ja, Digga, cool, ich mach hier mal mit und ja, das ist dabei rausgekommen. Mein Bruder hatte bisher 1 oder 2 Sparrings. Eben, und das ist es. Niki sagt die ganze Zeit, ja, ich hatte noch gar keine Erfahrung, bla bla bla. Niki ist so breit, ich habe auch gar keine Boxerfahrung. Und glaub mir, 2 Sparrings machen da schon was aus. Und Niki hat die ganze Zeit gesagt, ja, Digga, ich hatte noch keine Sparrings. Ich schwöre, ich hätte den gefickt, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Ich glaube, Adi noch nie. Wird witzig. Die machen das einfach so. Mein Bruder kämpft ja bald gegen Noah. Der 7. Kampf bei der Great Fight Night. Das wird richtig geil. Chef Strube gegen Jan Schlappen. Unglaublich geil. Breitenberg gegen The Franklin. Ich bin so gehypt, Jan Schlappen beim Boxen zu sehen, weil ich glaube, Jan Schlappen hat genau das, was mir fehlt. Ich habe halt so diesen, ich mag die Challenge, ich mag etwas Neues auszuprobieren, ich mag Quizzes, ich mag so Kämpfe, aber mir fehlt so ein bisschen in so einem direkten 1 gegen 1, wo es um Schlagen geht, so dieser Kampfinstinkt, wisst ihr, so dieses, ey Digga, ich gehe jetzt da rein und ich bumps den weg. Ich bin dann immer so ein bisschen so, zieh mich so ein bisschen zurück oder ich mache dann so einen kleinen Rückzieher oder ich gehe mal so ein bisschen nach hinten und ich glaube, das war auch das Problem bei diesem Kampf oder wieso ich mich dann wahrscheinlich verletzt habe, aber trotzdem hat es irgendwie trotzdem Spaß gemacht so, aber ich glaube, einen Boxkampf würde ich jetzt nicht machen. Ich wurde, by the way, tatsächlich angefragt für The Great Fight Night, um gegen, ja, ich kann jetzt nicht sagen gegen wen, zu boxen, habe aber abgesagt, weil ist einfach nichts für mich. Trotzdem habe ich mir gedacht, ey Digga, Sparring, noch nie geboxt, da bin ich dabei. Gegen Noah, Varion, also Flo, gegen Julie. Das wird alles so geil. Das wird so geil. Crispy Rob gegen Jonas Ems. Das wird so ein fetter Abend. Könnt ihr noch Tickets kaufen, sehr gerne. Kommt vorbei, Düsseldorf, 14.000 Leute passt ins Stadion. Letztes Mal Great Fight Night 1 war unglaublich geil. Wir hatten quasi nur 2,5 Kämpfe. Der Strube hatte ja Corona. Und das ist jetzt quasi ohne großes Training, quasi. Das ist jetzt... Aber ich sehe da noch fit aus. Mit dem Lil Toro-Shirt natürlich, alles klar. Aber ich sehe da noch fit aus, Mann. Jetzt könnt ihr quasi so das Vorher sehen. Vorher, nachher. Das ist jetzt das Vorher. 3x2. 3x2, Adi, geil. Adi schon mal Boxen? Ich würde euch kurz bitten, da drüben hinzugehen. Okay, ich muss ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen, vor dem Boxkampf hatten wir ein 1,5-stündiges Boxtraining. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit so Jab, Jab mit so Musik und meine beiden Oberarme waren komplett durch. Das hat gebrannt, meine Schultern waren durch und das war der große Fehler an diesem Abend, wieso ich mich verletzt habe. Ich war eigentlich schon kaputt. Niki gar nicht, weil Niki ist angekommen, hat sich 10 Minuten eingewärmt, der war topfit. Ich glaube, das ist im Nachhinein so ein bisschen, ist meistens bei Verletzungen so, ne? Ist man irgendwie müde oder so, ein bisschen unkonzentriert. Ja, shit. Rufe ich jetzt auf. Lady! Nico hat das auch so geil gemacht. Allgemein, wie spontan sie das aufgesetzt hatten für diesen Fight, richtig geil. And Gentlemen! Kupfer, Plastik. Digga, wie lang? Na 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 hey shoot. Wir haben die ganze Zeit gesungen bei diesem Sober Oktober, es war so geil. Hey Gentlemen! Scheiß! Herzlich Ich war auf willkommen. dem Klo, hab das zu Headset diesem auf und er unfassbaren schreit die Event. ganze Zeit. Ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr, aber die Moderation Nico! ist das, was mir im Herzen liegt. Ey, by the way, einen Computer nur mit einer Hand zu bedienen hier, mit der linken Hand, kann ich nur empfehlen. Digga, das war wie Denn eine heute Mücke im Abend Ohr. haben sich 2 Ich war 2 Extremsportler dazu Minuten bereit pissen, der hat 2 erklärt, Minuten in den Ring das zu Geräusch steigen. gemacht. Nachdem wir in unserem letzten Boxkampf hier vor Ort Verletzte hatten und Fäuste geflogen sind, die ich in meinem Leben so noch nicht gesehen habe, stellen sich heute Mann. 2 weitere Barbaren in diesem unerbitterlichen Kampf der Boah, ich hab so Realität Bock auf Boxen auch, ne? sich ins Auge zu blicken und seinem anderen Gegenüber die Leviten zu lesen. Ich möchte, meine Damen und Herren zu Hause, dass Sie einen herben und heftigen und ich möchte schon fast sagen deftigen Applaus machen für kann die man Tickets rote kaufen? Ecke, in der unser heutiger Kandidat steht, Niki der Barbar. So geil, Mann. Ich liebe das, wenn man so kleine Sachen so groß aufzieht. Das war nur so eine kleine Idee und wir haben so einen ganzen Kampf draus gemacht. 60% Power. Ist da. Ausgezeichnet Tickets immer. Nee, das ist der falsche. Und rein damit, der Junge!
Ausrufezeichen Boxen, da kommen die Tickets. Sein Kontra... Du bist Niki der Barbar in der roten Ecke. Okay? Dein Kontrahent für den heutigen Tag und auch für Sie zu Hause, liebes Publikum, ist der unumfochtene Schweizer Käse. Ey, ich wusste gar nicht, dass Max zuguckt. Man, hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich Niki instant runtergeboxt. Easy. Toronto für die blaue Ecke! Aber Entrance war gut. Kommt ja aber auch an. Oh, wer glaubst du gewinnt? Wie geht das aus? Da hat man aber auch ein bisschen... Wer boxt im Barcelona-Trikot? Ey, das ist nicht irgendein Barcelona-Trikot, das ist das Lil Toro Exclusive Spotify-Trikot. So, bitte raus aus dem Ring. Nee, raus. Wir sagen Dankeschön für das Training des Circle. Und wisst ihr, was wir sagen? Wir haben gesagt, wir sagen Dankeschön an Rebecca fürs Workout. Und Rebecca war eben vorher die Trainerin, die mit uns das Boxtraining gemacht hat. Ich bin eine Partysau. Ja. So. Und was sagt ihr jetzt? Wie viel wiegt Niki? Der hat abgenommen, glaube ich. Ich glaube, Niki und ich beide 88 Kilo. 88, 89 Kilo. 82. Wisst ihr, was wir sagen? Nee, nicht 82. Ja, viel Sport, sehr viel Sport gerade. Meine Damen und Herren, ich übergebe nun die Moderation gar an nicht so einen, gut. der das Noah wiegt über 10 Kilo mehr. nur nicht einmal besser gemacht hat, und zwar Mark Eggers, unsere Legende. Niki ist 1,87 und Noah ist 2,1 Meter. Ey Bro, du hast das super gemacht. Ich bin Cornerman, ich mach beides. Aber Roman haben auch alle gesagt, er ist Körperklaus. kommen? Du kannst alles. Du kannst Muscle-Ups und so. Du bist super krass und fit. Aber du hast einen Gangstil, der ist nicht von dieser Welt. 60%, es wird nochmal deutlich zugerufen. 60% Energie. Okay, merkt euch das. 60%. Sparring. Sparring, also ein bisschen locker, weißt du, immer ein bisschen reinkommen, ein bisschen antasten, so 60%, ne? Wahrscheinlich 60%. Und es geht los. Ich will mich gar nicht angucken beim Boxen. Es geht los, ne? Und sie kämpfen, Romatra. Oh mein Gott, sag das doch. Hä? Jetzt noch in den Knochen steckt. Aber jetzt geht's Geil, los. dass er das schön von zu Hause reinziehen kann. Hat Adi schon mal geboxt? Ich glaube noch war schon nie. direkt mal eine von Niki. Ah, Niki? Aber ich würde sagen, guck mal meine Position an. Ich war auf dem Bein. Ich würde sagen, Beine sind auch meine Stärke. Weirder Satz irgendwie. Aber meine Beine, da fühle ich mich gut. Das Problem ist nur, wenn Niki ein bisschen auf mich zugeht, dann gehe ich mit dem Oberkörper zurück. Und ich glaube, das darfst du. Regel Nummer 1, du darfst nicht zurückgehen. Wenn, zurücklaufen, aber nicht mit dem Oberkörper zurückgehen, weil dann hast du keine Balance. Und wenn du dann eine Bombe bekommst, Digga, dann aber mal gut nah, dann gehst du direkt in den 7. Himmel. Adi, aber auch mit guter Beinarbeit. Alter, wieder ein schöner. Sich nichts. Also jetzt sind wir schon Schön bei 85%. rein. Und da Direkt klingelt im es schon. Nahkampf. Da klingelt es schon in der Kasse. Wow. Schön. Oh nee. Schön einmal tief und dann oben. Das sah doch kein schon klasse Abtasten aus. mehr. Also da ist all in. Da ist Ja, und da habe ich mich weggedreht. Das darf man nicht machen. wirklich all in. Da muss auch der Oh, Referee schöner einmal Auf von mit gleich links zwischengreifen. sogar. Wow. Ja, Und rechts nochmal. Adi weiß gar nicht, was er machen soll. Da habe ich zu Revi gesagt, Digga, komm doch mal rein, das ist Sparring, weil wir haben gesagt 60% und wir haben beide einfach nicht 60% gegeben. Ich würde sagen, wir waren beide bei so 90%, also wir haben schon gut reingeschlagen. Aber ist auch schwer, wenn du im Sparring bist und du checkst so, oh, der Gegner ist ein bisschen, du könntest jetzt reinschlagen, dann schlägst du nicht mit 60% rein. Dann hast du einfach Bock, da voll reinzuschlagen. Alles gut, sagt er. Alles gut. Ja. Wieso ist Revi der Ringrichter? Ja, aber ist auch, Guck schon wieder, ich gehe mal zurück. weil er nicht laufen kann. Der ist der Einzige, der nicht laufen kann, ist Ringrichter. Da steckt aber auch Power hinter. Niki mit seinem Kampfgewicht von wahrscheinlich... Er läuft einmal rein. Oh, schöner Schlag! Liegt der halb aus dem Ring. In die Seile rein. Sepp den Ring Riese. verlassen. Oh, das war der härteste Schlag, den ich kassiert habe. Der war wirklich, da war ich glaube ich auch so eine halbe Sekunde. Arme hoch, Arme hoch. Ey Mann, aber für das Niki das zum ersten Mal so richtig macht, man merkt schon, dass er sich viele Dokus, da hat sich extrem viele Dokus reingezogen, hat sich hier reingelesen, also wie der da steht und so, das merkt man schon. Arme hoch. Er wird angezählt. 9, Adi wird 8, wenn du wieder angezählt. rein willst, gehst du 6, 5 und weiter. Schau in den Schlag rein, Adi. Und atme bei jedem Ausschlag. Sascha, sagst du, Adi, schau in den Schlag rein. Schön. Gibt es schon wieder ein Feuerwerk der Schläge. Von der Seite. Niki versucht sich wegzuducken, aber er ist von oben. Das schöne, oh, da haben sich beide eine eingeschickt. Geil. Da geht der Referee dazu. Da habe ich gute Schläge auch an Niki verteilt. Hier? Feuerwerk der Schläge. Ne, der noch nicht. Warte. Niki versucht Jetzt. sich wegzuducken, aber er Batz. Boah, der war gut, Mann. Guter Schlag. von oben. Das schöne, oh, da haben sich beide eine eingeschickt. Geil. Digga, wie Max zu Hause sitzen, ist einfach abfeiert, wie wir uns boxen. Da geht der Referee dazu. Aufpassen. Aber bis jetzt hat mich Max noch nicht komplett in den Boden beleidigt für meine absolut schlechte Technik. Das war Seite. Adi, Arme hoch.
5, 4, 3, Zählt der komisch an? 2 und weiter. Und weiter geht's. Keine Ahnung, wie er anzieht. Adi mit Springer. Beide staggieren sich gar nichts. Oh, er dreht sich Adi weg. Oh, das darf. Ja, wegdrehen ist scheiße. Vor allen Dingen, Adi hat noch nie Boxen trainiert und dann sagt Sascha, schau in den Schlag rein. Das ist zwar richtig, aber doch nicht, wenn du noch nie geboxt hast. Ja, ich glaube, der Fight wäre ein bisschen geiler gewesen, wenn wir beide ein bisschen runtergefahren wären, so ne, vom Tempo, dafür ein bisschen länger fighten. Weißt du, wie ich meine? Weil jetzt sind wir immer beide komplett reingegangen. Das heißt, wenn einer kassiert, dann kassiert halt einfach einer. Und wenn du noch nie geboxt hast, ist halt so mittelgeil, ne? Das sind doch nur die Jetzt Schläge. ein bisschen Oh, 2 Schwinger von Adi. vielleicht zu schnell angehen lassen. Aber da kommt noch mal eine, da kommt noch mal eine. Die Jetzt wird sie Ausdauer rein. weggedreht. Was ist bei Er Adi? steht da. Ja, da war jetzt das Problem, da habe ich gesagt, lass mal kurz Pause machen, weil ich hatte schon 1,5 Stunden drin, ne? Oh, man sieht nichts. Es sieht konditionell tatsächlich sehr Amar? schwer aus. Warte, ich Marsch steht vor der Kamera. Vorsicht, Ich möchte hier beide Kämpfer nochmal. Ja, das wirkt jetzt so, als hätte ich gar keine Kondi. Digga, wir haben 1,5 Stunden, das krasseste Workout, da lief so Musik mit so und da war so Jab, Jab. Und das musstest du eine Stunde durchmachen, mein Arm ist fast abgefallen. Ja, wir machen ganz entspannt Sparring. Da macht einer so anstatt 60% 70%, Ja. dann macht der andere 80%. Ja, genau, das war's. Digga, warum hat er mir so die Fresse gehauen? Dann macht man 90%, dann kriegt man 90%. Ja, der schwindet doch. Und dann machst du 100%. 3, 61%. So, und jetzt passiert's leider. 2, 1, fight! Und da startet die Ich würde sagen, meine Position, guck mal meine Position an. Ja, ich kann dir die Ellenbogen noch weiter reinnehmen, Kinn noch nach unten, aber ist okay. zweite Runde. Da startet die zweite Runde. Und jetzt, Beide aber eine sehr gute Beinarbeit. Oh, da geht die auch wieder direkt nach. dieser eine Schlag war's. Da startet die zweite. Wie schnell das geht, das war der erste Schlag in der zweiten Runde. Beide aber eine sehr gute Beinarbeit. Oh, da geht die auch wieder direkt nach vorne. Und Adi duckt sich weg und das ist nicht. Schulter raus. Das sollte er nicht mal. Ist das Ja, aber Sascha hat recht, Ellbogenklatscher. du darfst nicht, das machen die am Anfang immer, machen dass alle du dich halt Anfänger. dass du dich halt Shit, wegdrehst. Mann. Aber das ist halt, erstens tun die Schläge dann mehr weh und zweitens, ja, ist halt, siehst du halt nicht mehr, was kommt. Ja, aber das Wegdrehen ist, glaube ich, natürlich. Ich glaube, genau das trainierst du ja im Boxtraining, obviously, dass du in den Schlag reingehst, dass du die Deckung richtig hast. Das ist genau der Fehler, den du halt machst, ne, wenn du kein Training hast. Deshalb war es dumm, dass wir beide so hart reingegangen sind, weil wenn wir nicht so hart reingehen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Angst gehabt, mich wegzudrehen, weil wegzudrehen ist halt so der natürliche Instinkt, ne. Wenn ich weiß, Digga, wenn ein Schlag von Niki kommt und der ist 100%, dann ist halt natürlich der Instinkt so, dass man sich wegdreht. Und dann war dieser eine Schlag, ich zeige euch mal die Beide aber eine sehr Position. gute Beinarbeit. So, hier, bam, Schulter direkt raus. Und ich war heute beim Arzt, bei meinem Hausarzt, und der hat gesagt, eigentlich ist es richtig unwahrscheinlich, dass die Schulter rausfällt, wenn du schlägst. Allgemein, wenn du Power gibst, ist die Schulter richtig stabil. Aber wir haben durch das Blocken von Niki, seinem Arm, und so wie ich geschlagen habe, haben wir die Schulter genau in eine Position gebracht, in der der Arzt den Arm tun würde, wenn er die Schulter absichtlich ausrenken würde, wenn ihr checkt, was ich meine. Das heißt, wir haben diese 2% getroffen, die genaue Position haben wir getroffen, die es braucht, um den Arm auszurenken. Digga, wie dumm. Oh, da geht die auch wieder Back, direkt und da ist er nach vorne. raus. Und ich hab's direkt gemerkt. So eine Scheiße, Digga. Das sollte er nicht mal. Ist was Oh, passiert? oh, Ja, aber Sascha hat recht, Ellbogenklatscher. du darfst nicht, das machen die am Anfang immer, machen alle dass Anfänger. du dich halt wegdrehst. Aber das ist halt, erstens tun die Schläge dann mehr weh und zweitens, ja, ist halt, siehst du halt nicht mehr, was kommt. Was gerade passiert? Ich hab jetzt den Ellbogen komplett umgedreht. Okay, chill. Was jetzt? Also Ellbogen an Ellbogen, wo sich Henki Nee, auch mal Schulter. verletzt hat, wo der Arm Oh, die andere, Mann. wo der Ellbogen weiter geht, als er, weißt du, wo der Arm Ja, weiter wo du- aufgeht, als er eigentlich kann. Ja, wo du überstreckst. Wenn du Oh, überstreckst. Digga. Schulter ausgekugelt, sagt er? Schulter Die Schulter ausgekugelt. ist draußen. So dumm. Oh, Digga, wie dumm, Mann. Ey, ich habe ja mein Schlüsselbein gebrochen, sieht man das hier? Ja, das war vor 2 Jahren. Und ich muss ehrlich sagen, Schulter auskugeln, locker 15 Mal schmerzhafter als Schlüsselbein brechen. Easy, Digga, easy. Und mein Schlüsselbein war 7 Mal gebrochen, also an 7 Stellen. Das war, also weil die Schulter ist dann draußen, du kannst nichts mehr machen und das zieht an den Muskeln, an den Bändern, an den Sehnen, an den Nerven und das schmerzt einfach nur und die können nichts machen. Die nehmen dich mit ins Krankenhaus und gucken, ist was gebrochen, weil wenn was gebrochen ist, dann darfst du die nicht wieder direkt reinmachen. Das ist so dumm. What the fuck? Wie es so aussieht, Aber ich würde sagen, Top 3 dumm. Diese Verletzung, Top 3. haben wir gerade eine ausgekugelte Schulter rechts bei Adi. Das war natürlich auch für ein Sparring ein sehr, sehr harter Kampf. Das war Vollkontakt. Oh Mann, Digga. Ey, ich tue mir jetzt selber leid, weil ich denke, wie kann man so dumm sein, Digga? Ich glaube, ich habe mich auch bei diesem Schlag ganz bisschen abgedreht. Wenn ich so richtig reingegangen wäre in den Schlag, wäre es nicht passiert. Holt mal bitte ein bisschen Eis für den Mann, ruft mal einen Krankenwagen. Das kann auch locker Mann. Tim.
Boah, das ist so eklig, das zu sehen. Boah, ich will es mir gar nicht vorstellen. Stell dir vor, du sitzt da, deine Schulter ist ausgekugelt. Ich würde Tim meine Schulter voll anvertrauen. Lass mal kurz liegen, Adi. Entspann dich kurz. Hat jetzt jemand geklippt, wie es passiert ist? Das will ich einmal sehen, bitte. Hol meine Ibo oder so. Oder kann auch ausgekugelt sein und dann ist ein Band angerissen oder so ein Scheiß, ne? Das ist eine Warnung an Noah. Mit Niki ist nicht gut kirschen. Das hat selber verletzt. Ich habe es auch schon gemacht. Ich habe meine linke Schulter die Schulterpfanne ist kaputt von einem Sturz, da war ich 18. Und der kugelt bei mir ist auch 2-3 Mal im Training ausgekugelt. Wenn du eine Vorverletzung hast, geht das ganz schnell. Der Arme wollte nur Sparring, stimmt. Kämpft noch nicht mal. Auf jeden Fall keine 60% mehr. Ah, hier ist es. Ich habe die Szene einmal. Okay, jetzt in Slow Motion. Jetzt hier, ich hole aus. Ja. Digga, und draußen. Man sieht es eigentlich gar nicht, aber man sieht bei der Schulter ganz kurz, wie es so hoch geht und dann nach vorne. Ja, das war's schon. Zeig mal. Kannst du mir ausstecken? Ja, okay, das war gar nichts. Also das ist natürlich Schulter raus, aber da hat das ist selber. Das war ja nur geblockt. Mein Bruder hat ja nicht mal auf die Schulter oder irgendwas geschlagen. Hier sieht man es. Zack. Da kommt der. Da schwingt er. Mein Bruder blockt. Ja. Da kann auch was Ekelhaftes passieren am Ellbogen. Und dabei ist die Schulter raus. Naja, Leute, scheiße gelaufen. Grüße gehen raus und Trimax, vielen Dank für die Reaktion. Ich muss jetzt dieses Ding 6 Wochen anhaben, so grob. Ich bin ab Mittwoch bei der No Food Challenge dabei. Richtig Bock, da bin ich dabei und ich werd mich so reinfressen, mir ist jetzt alles egal. Grüße gehen raus an Niki, der kann wirklich gar nichts dafür, ist dumm gelaufen. Aber ja, lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal und